Recht auf Arbeit, auf eine freie Berufswahl, auf anständige Arbeitsbedingungen und den Schutz vor dem Chômage sind an der Menschenrechtscharta von 1948 verankert. Das Recht auf Arbeit, gewerkschaftliche Freiheit, Sozialversicherung und der Congé von allen Beschäftigten sind auch an der Lützeburger Konstitution festgehalten. Trotzdem haben wir besonders an dem letzten Jahr 2009 gesehen, dass das Recht dann sich nicht von selber realisieren und dass die Logik vom freien Marché nicht zu ihrer Verwirklichung beiträgt. Die Arbeitsplätze wackeln und gehen aufgebaut. Der Tod vom Chômage liegt aktuell bei über 6%. Aber wenn wir so ehrlich sind, für die dabei zu zählen, die sich gerade an einer Mesure d'Emploi befanden, sind das über 17.000 Leute, was einem Tod von 7,3% entspricht. Die Arbeitsverhältnisse degradieren sich am Kader von der Krise. Chômage partiell, Interimsarbeit, CDD oder imposierten Temps partiell betreffen immer mehr Leute. Die Haltung vom Patronat vis-à-vis von den Beschäftigten an ihre Vertreter, die Gewerkschaften, wird sich stark verschärft. Für das zu erleben, kann ich folgende Beispiele aus der Lützeburger Wirtschaft zitieren. Am Bereich von der Industrie kann ich Beispiel für Villeroy-Boch nennen. Sie haben am März 2009 die Schließung vom Produktionssitz zu Lützeburg mitgeteilt. An am Anfang ein total lächerlich Entschädigungspropos von 18 € pro Person pro Monat gemacht. Recht nur extrem schwierige Verhandlungen konnte Sozialplan unterschrieben gehen, den auch Lohnach auf viele Punkten zu kritisieren ist, an denen es hier und allem nicht verstoppen kann, dass in 188 Leute hier Platz verlieren. Die Regierung will trotz massiver Subventionen, die sie Vierdruck gemacht haben, Lohn nicht intervenieren. Am Bereich vom Finanzsektor goufen nicht über 600 Licenciementen an ein bisschen mehr wie einem Jahr. Das Licenciementen betreffen für allem Frontalien oder nicht Lützeburger. Mehr als Solidarität hält nicht auf die Grenzen ab. Hier kann ich den rezenten Fall von RBC Dexia zitieren, die 74 Plätze aufbauen wollen, obwohl sie letztes Jahr massiv staatliche Unterstützung vom Staat zugesprochen wurden. Die Rahmenbedingungen machen es gerade an diesem Sektor schwierig, für Arbeitsplätze zu erhalten. Wie das rezente Beispiel sowie auch der skandalöse Fall von der Landsbank das letztes Jahr beweisen. Auch der Sektor vom öffentlichen Dienst als betraf, obwohl ich kennt meinen, dass gerade diese Sektor besser für den sozialen Aufbau geschützt sind. Kann ich sich einen demagogischen Diskurs aus dem Wahlkampf erinnern, für Anfangsgehälter beim Staat aufzusetzen. Und am Regierungsprogramm sind zahlreiche Mesure für die Beschäftigten vorgesehen aus der Fonction publique, für sie immer mehr unter Druck zu setzen. Projet de loi A5046 geht es um das Detachement vom Gemengenpersonal aus dem Energiebereich. Mit so einem Gesetz stellt ein Gefahr durch für das Statut vom Gemengenpersonal insgesamt. Das Beispiel vom massiven Sozialaufbau und zu gewerkschaftlicher Mobilisierung gefördert, sie werden mediatisiert an der Lützeburger Presse und auch von denen längst suiviert. So Beispiele sind schlimm. Mir manchmal nicht so schlimm empfinden, aber wenn in einem mehr persönlichen Umfeld die Leute von der Prekarisierung von den Arbeitsverhältnissen betroffen sind. Wenn Kollegen lizenziert gehen, Freunde an einer Cellule de Reklassement landen oder einer Bekannten, die am Anfang eine ganz gute Ausbildung haben, trotzdem keinen anständigen Platz fanden. Das Beispiel machen Angst, machen, dass viele Leute sich nicht mehr trauen, den Mund abzumachen und durch viel zu gehen, wenn hier Rechte verletzt gehen auf der Arbeitsplatz. Es gibt auch nach Dimension von Mobbing oder vom Harcèlement moral. Das ist das oft Resultat von einer Politik von den Entreprisen, für die Beschäftigten gegen den auszuspielen, am Misstrauen zu sehen. Gerade in diesem Kontext ist es wichtig, an die Offensiv zu gehen. Es geht darum, einen ehrlichen Etat des Lieux zu machen, wird mit der Arbeit quantitativ und qualitativ zu Lützeburg ausgesagt. Es geht darum, für als Rechte zu stärken und auszubauen. Es geht darum, für als Forderungen zu definieren und zu formulieren. Und das sind folgende Bereiche. Erstens, für die Kündigungen bei Betrieben zu verbieten, die Profit machen. Für die Arbeitszeitverkürzung, also Mittel gegen die Chômage anzusetzen. Für bessere öffentliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu schaffen. Für ein dezentes Salär, der durch eine Erhöhung vom Mindestlohn um 300 € anzutreten. Für eine gestärkte Sozialversicherung durchzusetzen. Die Aktualität vom letzten Jahr beweist die Wichtigkeit von diesen Forderungen und die Richtigkeit vom Thema von unserem Kongress. Als Arbeit, als Rechte.